Servus, Habitäre, Grüß euch. Vordersack TV mit Fleischi. und Weißi. Und zwar gibt es heute einen Döner mit Leberkäse. Leberkäse. Und wer macht den wohl? Aus Berlin, George Opel. Ist er mir aus der Stadt, weiß kein Leberkäse mehr hat und mit ein Biobärl auch nicht sofort. Mein Ziel ist Okay. Ist bei dem Schnee gut gegangen herfahren oder? War ein wenig schwierig, Dunzenberger Berg hat mich in die Knie gezwungen. Aber ich bin aufgekommen. Also, Du bist da, das ist wichtig. schön, dass ich da sein darf. Vordersack TV. Ich verfolge es ja nur viral. Und dass ich jetzt selber da bin, das ist nicht zum Glauben. Und Genau. was man dazu sagen muss, ist, dass es ein Kalbsleberkäse ist. Ja, genau. Der steht da. Der Herr? Der kommt vom Huberwirt in Otterling. Aha. Quasi Familienerzeugnis. Und ich habe ihm gestern gesagt, dass wir das vorhätten mit dem Leberkäse-Döner. Und dann hat er gemeint, der hat gerade keinen. Und das heute extra. Wir sind in der Früh aufgestanden und hat einen Leberkäse gemacht. Also Dankeschön an Huber. ist voll mit Audi Fuck ineinander das fette Fleisch fliegen. Über die Bier ins Auto springe dann mit letzter Kraft. Hätte es 5 Minuten. Michael, hast du einen Durst? Ja, ich hab schon Lust. Ich hab jetzt- Sitzen da. Österreichdler kann man machen, auf jeden Fall. Ich mag es gern. Unser Naturtrübs. Also wir haben zum einen eben den Kalbsleberkäse, wir haben einen frischen Grey, einen süßen Senf, Bergkäse, Zitronen aus Oberwackerstall. Dann haben wir einen Apfel von meinem Onkel aus dem Garten. Dann haben wir ein Blaukraut, ein Weißkraut, Butter, Sesam und wie heißt das schwarze Zeug? Mohn. Mohn, ist das da? Kümmel. Das ist gerne fürs Brot, ne? das ist fürs Brot, genau. Knoblauch und wer mag, ein bisschen an roten Zwiebel. Das war das Brot, das wir frisch aufbacken. Wo haben wir das einmal her? Das haben wir von unserem Türken unseres Vertrauens. Einfach mal an das Brot ein bisschen flach zum Drucken, wie es geheißen hat. Ja, Und dann wird das mit einem Eigelb und ein bisschen Milch eingestrichen. Und Genau. dann eben der Mohn und der Sesam drauf. Bei 350 Grad im Hochtemperaturbereich. Wenn man Schutz beim brauchen. also wie gesagt, das ist alles eine Premiere, noch nie vorher gemacht. Das ist ein reines Hirngespinst, also das ist nur im Kopf entstanden. Und ob das jetzt was wird, das zeigt sich. Aber ich habe mit mehreren Leuten, die im Kochbereich Erfahrung haben, das mal durchgesprochen und die haben gesagt, kann zusammengehen. Ja. Kann zusammengehen. Ja, ich Sauce wird halt hochinteressant, weil beim normalen Döner hast du eine Knoblauchsauce oder eine scharfe Sauce. passt aber dann nicht rein. Passt natürlich zum Kalbsleberkäse nicht. Aber wir fangen jetzt mal mit dem Kraut an. Blaukraut rein, Apfel? Apfel, gesunde Farbe, sagt man gleich, das ist Bio. Ja, der ist vom Garten. Saubermäßig. Da mal ein bisschen was rein. Mal ein bisschen Walnussöl. Ich dachte, ein bisschen Himalaya, soll jetzt eine da. Himalaya wird. Himalaya. So, das muss jetzt einfach nur so eine Viertelstunde ziehen. Achtung, Zukunft. So schaut das dann aus. Das Weißkraut. Weißkraut. Da haben wir einen Kümmel. Der Kümmel rein. Was haben wir da? Weiß- Weißessig. Einen weißen Essig. So wie jetzt. Kommt da jetzt der Knoblauch mit rein oder Zwiebel irgendwas? Da kommt jetzt der Knoblauch mit dazu. Ja, ein Riesenthema ist natürlich die Sauce. Ne? Und da haben wir uns überlegt, dass wir klassischerweise, wo es ja auch passt, zum Kalbsleberkäse ist. Händelmeier. Aber was habt ihr für ein Gefühl? Also ich meine, ich habe ihn selber auch noch nie gegessen, noch nie gemacht. Leberkäse hätte ich erstmal. Pervers so, aber jetzt nachdem ich das so schon vorgetragen gekriegt habe, wie das funktionieren soll, finde ich es sehr interessant. Interessante Nummer, oder? Eibe einfach drauflegen. Und da, wie du so machst. Ja. Da kriege ich nur tolle Tipps natürlich von euch. Das ist super. Das ist einfach jahrelange Erfahrung in der Küche. Ich habe es nicht gelernt, ich mache es aus Leidenschaft. Kommst du mir gern So ein bisschen runterheben, oder? Gehen wir runter. Hier heben wir runter. Nur ein bisschen Bier drauf vielleicht, ha? Adler. Oh ja, Ah, ja, das, das haben wir auch noch. Da gerne machen wir also ein Klecksal das Zitrone. ist eine Zitrone, ja. Säure ist auch immer ganz wichtig beim Kochen. Das Zitrone da mal noch rein. Also die Frage ist natürlich, wir möchten natürlich am Original bleiben, am echten Döner. Das ist ja quasi jetzt eine Prototyp-Veranstaltung, wo das Ziel eigentlich ist, wenn das ein gutes Produkt wird am Ende, dass man quasi einen fertigen Leberkäse,
einen fertig gebackenen Leberkäse in der Form von einem Dönerspieß haben. Und das dann sozusagen den, wie im Dönerladen selber, sehr Draht und dass der krustig wird und dann schneidest du einfach schön runter. Das ist eigentlich das langfristige Ziel von der ganzen Geschichte. Vielleicht lassen wir das erste Scheiberl auch mal testen, ob er auch gut genug ist. Möchtest du probieren? Ja. Schon. Man muss ja sagen, der ist ja so frisch. Um eins ist er aus dem Ofen gekommen, der ist immer noch leicht warm. Gell? Also, der Papa hat gesagt, wo möchtest jetzt du am 2. Januar einen frischen Kopfleberkäse kriegen? Ja, das ist schon sehr Du brauchst verantwortungsbewusst. schon Connection, ne? Also heute in der Früh das Brot da selber hergestellt und ausgebacken. Genau, Wahnsinn. so schaut's aus. Gibt es dann übrigens auch den weltbesten Wurstsalat. Da dann wir gerne mal drehen, aber es gibt ein Betriebsgeheimnis. Ja, da das können wir nicht dran, mitgeteilt dann war. nur wird sie notlegen, weil die René sagt, nein, das darf es nicht weitergehen, das erzählt. Das verstehe ich aber auch. Machen wir noch eine Scheibe oder? Wenn Würde ich es aber schon ein bisschen was runterschneiden, oder? schon. Du, vom Fleisch kann es nicht genug sein. Machen wir noch einen. Warte, machen wir. Warte, machen wir. Machen wir noch einen, oder? Ja, oder noch eine, ja? Nein, das ist so gut. Der war nur eine Scheibe. Nehmen wir noch eine Scheibe. Ja, ja. Beim Walnussöl immer aufpassen, dass man nicht zu viel hernimmt. Haut's rein, oder? Der finden oder wollen Sie da oder? Möchtest du jetzt alles eine wuchten? Nein, Ich glaube, nein. das ist ein bisschen zu viel. Ja, ja. Der macht vielleicht so eine, dass die wird er schön goldbraun dann. Also Gras, da die sozusagen als Topping nehmen und dann quasi schon den gestopften Döner nochmal in den Ofen rein. Da dann haben wir Holz. ein wenig Zlaft. Genau, so ein bisschen Zlauf, dann ganz zum Schluss kommt dann noch Petersilie und ein bisschen Zitrone drauf. Gern schlucke ich jetzt ein bisschen Weißwein reinwuchten und ein bisschen Zitrone. In Ein bisschen nur. Zum Oberon. Weißwein. Eine leichte Weißweinnote, kann interessant. oder ein bisschen Zitrone rein, oder was? Ja, ein bisschen. Ja. Ein bisschen Zitrone, da hat man Bis noch jetzt was auch du mit der Kleine? Kommt jetzt der bisschen aus Metzgerns Hand oder Was denn? der Tipp jetzt mit Weißwein? Nein, das mache ich gern. Ich mache gern also Weißwein schon nie zum Oberon. Wenn ich einen Lachs mache oder sowas, so Knoblauch, Weißwein. Ja, ja, das macht vielleicht Einigen den ist Geschmack schon- aus der Pfanne und so fertig. Aber schau, wenn man so quasi, wenn wir da was entwickeln, beim Mocher dauern so die ersten Probleme auf. Und da muss man natürlich auch eingrauten. Also das ist quasi, dann machen wir jetzt ein neues Traditionsgericht. Also haben wir die jetzt groß gemacht? Genau. Wobei, das passt ja dann immer. Ja, wahrscheinlich, aber ich will es auch, wenn es kleiner ist, glaube ich, ist es besser. Oh ja, jetzt wird's schick. Ja. Jetzt werden es braun. So darf das schon ausschauen, dass da ein bisschen Geschmack reinkommt. Der Weißwein und die Säure geben da noch eine interessante Note hinterher. Schon, gell? Nein, ich gehe bloß nochmal gerade raus. Wasserflasche. Ist natürlich heiß, weil kalt backen geht so schlecht. Man hätte sie natürlich ein wenig platter drucken können, Wenn es größer war. dann waren sie ein wenig größer geworden. Habe ich aber gesagt gehabt zum Fleischi, hat er aber nicht auf mich jetzt. Hat er nicht gedacht. Weil der Brauenstürke hat gesagt, Blattdrucker. Ja. Ich habe nicht gesagt, was sollst du das machen? Das ist jetzt quasi Brauchst du einen Motor? Ein Tüchlein, ein Hartherren. ein Hartern. Immer vom Körper wegschneiden. Das ist eine wichtige Geschichte. Das hat mein Vater gelernt. In Bayern ist es ja so, dass der Döner immer so gemacht wird, dass erst das Fleisch reinkommt und dann kommt irgendwie das ganze Salatgrasse dazu und dann hauen sie oben extrem viel Sauce auf. Das regt mich auch immer auf. Das ist ein Schmarrn. Da müsst ihr euch an Berlin orientieren, die haben eine andere Technik, die ist super. Dass man als erstes, in unserem Falle ist das ja quasi der süße Senf mit dem frischen Krähe. Ganz eine dünne Schicht einfach nur drauf tut, Das Brot praktisch. aufs Brot drauf, das soll auf jeden Fall gelangen. Dann ist das auch schön verteilt. So Man was kann es rein- nicht ins Led schneiden. Genau. Der war ruhig ein bisschen mehr sein wie bei Metzger, die Leberkasse mehr, oder? Ja, aber wir machen eine Delikatesse. Ach so. Fleisch, wir können für die einen anderen machen. Also, Aber heute ist mal wieder Haubenniveau, oder? da ist Hauptniveau, auf jeden Fall. Alle Fälle. So, Brauchst du einen Lipfi? Kommt als letztes Der Berg. der Bergkast drauf und das kommt dann so wieder rein und zum Schluss noch ein bisschen der Petersilie und dann sind wir fertig. Also den Käse noch garnieren im Backofen bei ungefähr 200 Grad. Für mehr als 4 Portionen braucht man mehr Händelmeisen. Wobei wir natürlich immer einen Hinweis finden in der Rückhand haben. Hätten wir, wenn sie es. Haben wir da drin? Ja, was nicht.
Man muss aber ein bisschen liegen im Fernsehen. Ja, man kann schon ein wenig schummeln. Urquell, So, danke, Leute. dass du da warst. Sagen wir Ja, mal. gern. Ja, War eine Schauen wir super mal. Idee. Also Leberkastiner Schammerhuber etabliert, wir haben alles dafür da. Was du für du? Beide Sportfotos, Völkerverständigung. Wir haben einen ersten Schritt gemacht. Wir schauen, ob es ausbaut wird, weil wir haben immer irgendwie so ein Sucuk Weißwurst oder sowas. Viel Spaß beim Nachkochen. Genau. Immer liken, sharen und followen. Abonnieren. Ich sage am ersten danke für die Einladung. Futtersock TV, bleibt dabei. Da werden hochinteressante Sachen gekocht, die schon traditionell sind, aber eben auch neue Sachen. Und gut. So, jetzt sind wir soweit. Aber die Jetzt testen wir das mal. Da haben wir unseren Tester Disco Peter. Servus, grüß euch. Bogen. True Disco. Bin jetzt da eingeladen worden, ich weiß nicht genau was ist. Schaut aus wie Döner da hier so. Also am Peter geht es wie uns. Er hat sowas auch noch nie gegessen, so wie wir. Wir haben heute einen Prototypen entwickelt. Was jetzt genau ist, schauen wir mal, was der Peter rausfindet. Ist das eigene Erfindung oder irgendwo aus dem Internet? Das ist, ja, es ist natürlich an einem Döner angelehnt, aber halt eine komplett neue Entwicklung. Wie der Mais schon gesagt hat, absolute Weltneuheit. Wahrscheinlich auf der Dampf der Gigantentour entwickelt worden. Da Habt ihr viel Zeit da gehabt? kann ich nichts Näheres dazu sagen. Ach so. Also, das ist geheim. Achso. Betriebsgeheimnis. Wie beim Huber in Ottering. Genau. Das ist ja richtig. Okay, dann beißen wir rein. Hochinteressant. Ja, ich probiere das auch mal. Probiert es einfach jeder mal. Das Brot ist schon mal super. Also, wie sich das anfühlt. Schmeckt sehr lustig. Schmeckt wirklich interessant. Also auf jeden Fall Haubenfeuer am Festival, der Wahnsinn. Ja. Ja, es ist, also mir schmeckt Oh, das ist knusprig, ja. Rotkohl oder was ist das? das ist Rotkohl. Da muss ja, kann man erst noch am dritten Bissen kann man wirklich was sagen. Ja, ich finde ihn gut. Ich finde Hauptsache, dass das leicht sauer, also diese Walnussnote, die kann man ein bisschen einbremsen. Vielleicht nimmt man das auch gar nicht her, sondern nur den weißen Essig und den roten und lässt das Walnuss raus. Ja, aber zum Gesamten schmeckt schon gut. Das war erst der zweite Bissen, mal schauen. Fleische. Muss ich sagen, super. Ist mir lieber als eine Gemüselasagne, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich dachte von YouTube-Punkte 5, da hatte ich auf jeden Fall 4 gegeben. Ah, okay. Ein wenig der Schärfe da die jetzt eine da, mit scharf. Aber der wird jetzt nicht das letzte Mal sein, dass das passiert. Genau. Also Okay. ich muss sagen, mir schmeckt er mit jedem Biss besser. Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten Sendung. Genau, bis gleich. Ciao. Gestern ab Nacht bin ich wieder hochgeblieben, beim Huber 14 Ottering. 13 halbe sind da etwa gelaufen und auch noch einige Zwetschgen Wasser. Heute wär ich wach und ich glaub ich bin, weil ich total fertig bin. Mir geht's jetzt andere als gut, mein Kopf tut weh und mein Mund der knurrt. Futtersack, warum bist du ständig la? Futtersack, Mutter heuer qua, mein Futtersack ist da. Futtersack.